Marius. Schön, dass Leute am Anfang haben sehen, nicht? Mein Gott und ich, wir haben Gemeinschaft auch. Ich dachte an meine Bibelvers, was ich von der Marius lesen, da sagt Psalm 34, Vers 8, dass der Herr sein Engel lehrt am Deide am Fürchten. So daran zu denken, dass Gott schickt sogar seine Engel, mang seine Kinder, da am Fürchten, da in lehrt ram der Arm und Post ab der Das ist ans Gott. Ich dachte, ich will das mitteilen, weil es mir voll ab von der Botschaft, was ich gemerkt habe von der Samarias. Ich habe den Thema gegeben, vergeht nicht, was Gott für die getan hat. Nicht davon vergeten. Weil wir sind einmal sehr vergetsam. Wir vergeten leichte gute Dinge, die an unseren Bereich kommen. Wenn da dann eins was Schweres in uns Leben kommt, dann vergeht wir, von wo Gott uns bewahrt und beschützt hat. Vielleicht gut lange Träge. Wie viele gute Dinge er hat in uns Leben, in uns Leben kommen. Wir vergeten das leicht. Und das ist sehr neidig, dass wir dort im Denken halten, dass wir uns anzeigen denken helfen. Was Gott für uns tut und was sein Plan für uns ist, dass er uns hat verraten von unserer Sünden schuld. Er hat seinen Sohn Jesus Christus hier auf der Welt geschickt, um uns zu raten. Sehr gute Dinge, was er für uns getan hat, und noch viele andere Dinge, was er uns gegeben hat. Und dann haben wir das. So deswegen ist das, glaube ich, das sehr gut, dass wir uns abmuntern und uns erinnern von den Dingen. Und ich will von der was Versen lesen, 2. Petrus, das erste Kapitel, wo Petrus von reden hat. Petrus hat in der Wirklichkeit einen großen Verlangen, die Christen denken zu helfen, abzuschwappen, dort im Denken zu holen, wo viel Gott für angetan hat und was er für angetan hat. So ist es wichtig, dass sie dort im Denken holen und er will abschwappen durch an. So, das was ich von der Samarias, wo ich von reden will. In der ersten Vers, der ich will lesen, ist 2. Petrus 1, Vers 3, wo er reden hat von was Gott alles hat für uns getan und was er uns gegeben hat. Mit seiner Gotteskraft. Er sagt, seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was wir haben seilig worden in ein fremdes Leben brücken, dadurch, dass wir den Kernen leiden, der uns so viel Gute zukommen leid. Dass er uns, dass seine eine Herrlichkeit berauben leid. So er hat uns berauben zu seiner Herrlichkeit. So viel Gutes hat er uns zukommen und der danach. So deswegen müssen wir uns pünktlich denken helfen, wo Gott, das Gott ans himmlische Vater uns ist, was er für Gutes für uns getan hat. In Vers 3 in 2. Petrus 1 sagt er, seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was wir haben seilig worden in ein fremdes Leben brücken. Das ist all sein, alles, was wir brücken, er wisst, was uns fehlen und was wir brücken, und dort hat er uns kommen. Und das ist nicht eins, was wir uns können selbst überarbeiten, wo wir können verschaffen, dass wir uns verdient haben. No, das ist alles eine Gabe von Gott, was er uns gegeben hat. Das wird nicht, dass wir können das tun, dass wir so gut werden, dass er bleibt, wir haben uns das verdient, und nun will er uns alles gute Dinge kommen. Wir haben nichts können tun. Aber er lebt uns so sehr, er will uns diese Dinge kommen als seine Kinder. Vers 4 sagt, in durch derselbe Kraft hat er uns all die anderen ricke, wundervolle Segnungen versprechen, durch die wir von das vollkommene Leben können loskommen, das vollkommene Leben können loskommen, woran wir durch die Leidenschaften in dieser Welt gebunden sind und an Gott seine Natur Anteil haben können. Weil diese Dinge, wo wir angebunden sind hier auf Erden, vielleicht in viel los da, in Dinge, wo wir fast sind, wir sind da angebunden, und er mit der Gotteskraft, der er uns losmerken von den Dingen. Und er will auch. Einmal dann können wir das Geistreich sein, von wo wir geraten sind, was wir getan haben. Wir sind einmal ein bisschen kurzsichtig. Er sagt in 2. Petrus 1, wieder 3 in der Anfang von dem Kapitel, da redet er von, wo die Christen sollen teilnehmen und wachsen in seiner Kraft, in seiner Macht, und dort, was er vorbereitet hat für ihn, dort wird er die Kraft geben und die Macht geben, ein fruchtbares Leben zu haben. Dass er kann fruchtbar sein in der Dienst. Aber einmal sagen wir mit kurzsichtig, wie kann das nicht sein, was Gott für uns getan hat und wo wir sind. Und das sagt,
wer das über nicht hat, der sagt, der ist blind oder wenigstens kurzsichtig und hat verjäten, dass er von seinen alten Sünden gereinigt wird. Einmal dann habe ich Trouble damit, dann gehen wir treten oder Dinge, was wir in der Vergangenheit getan haben, und fühlen uns schuldig. Und vielleicht haben wir auch all sicher heute immer, wir haben Vergebung gekriegt, wir haben die Bekannte sind, und haben sicher gekriegt, aber dann einmal war dann gehen wir treten haben und haben verjäten, dass uns erste Sünden betont wurden. So dann sage ich, sehr kurzsichtig, kann Gott sehr weit sein. Wie kann man so weit sein, dass unsere Fehlung uns erlauben tun? Und verjäten, dass er hat uns gereinigt von unseren Sünden. Und dann sagt Petrus, deswegen, liebe Brüder, merkt ihr durch ein immer faster, dass die berufen und ausgewählt sind, bis von die dort tun worden, wo sie nicht fallen. Dann wo wir beschützt worden, dann wo wir nicht fallen und wir das wollen tun. So Petrus hat ein großes Verlangen, die Brüder immer weiter denken zu helfen, dass sie gerat werden und dass sie diese Gotteskraft zu haben. Er sagt in Vers 12, deswegen rechnen ich immer an diese Dinge denken zu helfen. Wenn die das auch weiten, sagt er, und in der Wahrheit stehen, so weit als jeder kann. So er sagt, man jeder auch weiten tun, die kann diese Wahrheit all über. Er sagt, immer weiter, habe ein Verlangen, in das Denken zu helfen. Sie sollen das im Denken haben, das sei nicht für ihn verjäten. Und er sagt, ich glaube, das ist ganz reich, dass ich das in Jünd wacker halte, solange ich noch hier sehe. So, solange es im Dienst wird, hat er ein Verlangen, dass wir reich in das Denken zu helfen. Das Abmachung zu merken, wo sie wären. So, er wisst, dass er hat auch lang, hier jeden zu leben, zu der Zeit, er wisst, dass er wird sterben, aber solange er leben wird, hat er ein Verlangen, in das Denken zu helfen. Jesus hat ihm noch gewesen, dass er wird sterben. Er sagt in Vers 14, weil es ich weiß, dass ich mein Körper bald aufleihen muss, so als der Herr Jesus Christus mir gesagt hat. So habe ich nicht recht zu tun, dass er hier bald wird weich machen, dass er wird sterben. Er bedeutet Gott sehr darüber, aber sein Verlangen wird bloß, dass die Christen würden denken geholfen worden, dass die würden daran denken. Er will die Gedanken abschwappen, immer weiter. Und er weiß, dass wenn er hier nicht mehr wird sein, dann wird er das persönlich nicht mehr tun. Aber nu dat hij nach weer wil hij dat doen. Ze werken als hij die gelegenheid had, wil hij dat weten laten en denken te helpen en frisch te houden in de gedanken. En wanneer hij is gestorben wird, wil hij dat niet meer kennen. Aber nu kan we, nu hebben we den zijn weer hier wat hij geschreven heeft. Hij is al gestorben, aber wir leben noch. So we hebben zijn weer krijg hier wat hij geschreven heeft en we kunnen ons einer den anderen denken helpen en ons klarmerken doen dat we dat niet vergeten doen. Allemaal wat frisch ab te frischen. Er sagt, ich will ihnen das so klar merken, dass die ihnen dort immer weiter können, verholen, wenn ich ihr schwach sehe. So er sagt, wenn ich schwach ist, dann habe ich uns noch weiter verholen. Das ist für uns zu haben, uns das verholen. Und er wisst, dass er hat die Wahrheit gepredigt, er hat in der Wahrheit gesagt, in das Frieden sei. Und er sagt, das will nicht bloß Geschichten, was er vertellen, in den Vers 16 sagt er, wir haben nicht Geschichten vertellt, die wir uns selbst ausgedacht haben. Als wir dort deutlich merken, was für eine Kraft der Herr Jesus Christus hat. Und dort er kommen wird. Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Wir wollten, Petrus, der hat erfahren, hat selbst gemerkt, dass er hat dort gesehen, was da passiert wird mit Jesus, habe ich mir am Taub gewasst. Und als Jesus, Petrus und Jakobus und Johannes das ein beiden abbringen, dann da wird Jesus verherrlicht und du kriegst er die Stimme selbst zu hören von Gott selbst. Er wird damit angewasst. So er wird einer, der das weiß. Das wird nicht bloß Geschichten, was er sich ausdenken will. Er hat die Erfahrung gehabt, dass er könnt mit Jesus Christus selbst taub sein. Und dass er entscheidet auch, dass er wird weiterkommen. Und als er da auf dem Boy wird, kam Gott seine Stimme rufen und verteilt und sieht, dass er wird. In Vers 17 sagt, als er von Gott den Vater seine Ehe in Herrlichkeit kriegen und als die herrliche Stimme sieht, das ist mein Sehen, den ich Gott sehe, mit dem ich sehr zufrieden bin, mit sehr zufrieden sehe. So das hat Petrus selbst hier von Gott selbst. So er kann vertellen von Jesus, wie er erfahren hat. Und auch als Jesus gedeutet wird, als er sich gedeutet von Johannes, wird er auch damit an. Petrus wird auch gesagt, und hier auch Gott seine Stimme vertellen.
als hij is gedoopt weer, en kwam in de stem van Himmel ook rauf, en zei ook, dit is mijn zin, den ik goed zie, met den ik zeer tevreden zie. Zegt Gott door zelfs, dat Hirten sei. Oder als Jezus naar Himmel voeren deed, dat als hij afscheid neemt, dat hier van de Eden, weet Petrus ook door te jenen. Hij had het gehoord, dat Jezus zelfs had gezegd, dat Gott had gezegd tegen een paar mensen, dat dit Jezus, wat die van jou zijn naar Himmel voeren, der wordt bara komen. Krijg ze als die zijn gaan naar Himmel voeren. In Apostelgeschichte 1, Vers 11 sagt hij, als Jezus is naar Himmel vliegen deden, ze stonden en kijken den heen en op einmal stonden twee mannen en wit de kleider aangetrokken en ze zeiden, die mannen van Galilea, waarom stoe je hier en kijken naar Himmel? Sagt er, des Jezus, der von Juden im Himmel angenomen wordt, wat krijg zou terugkomen, als die armen zijn naar Himmel voeren. So all dat wat Petrus vertalen deed, dat had hij zelfs ervaren. Hij wist de arm. Hij weer door te jeen geweest, so hij kon uit ervaren het reden. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir Dinge haben, erfahren mit Gott, oder was immer das ist, wenn wir den Nächsten das vertellen tun, was wir erlebt haben, das ist sehr verschlagsam, wenn wir den Menschen sagen, kijk mal, das ist zu mir selbst passiert, ich werde mit an, ich bin einer von denen, was das bejahten deed. So, das passiert zu mir, oder ich wieder, wo das passieren deed, dann kann ich über Erfarenheiten reden, dann ist das sehr verschlagsam. Dat heeft een andere Meinung, als wenn wir eens vertalen, dan sind das Geschichten, was wir hören von anderen. Und unter dem mitteilen, dann ist es ein Verschlagsam. Als wenn das selbst zu uns passiert ist. Dann können wir mitteilen und sagen, kijk mal, das ist, was Gott zu mir getan hat. Dann können wir über Erfarenheit reden, das hat eine viel andere Meinung. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir so oft so viel, als wir gelernt haben, andere Menschen mitteilen, was Gott für uns getan hat. Was er uns geraten hat, wo wir erst wären und wo wir nu sind. Dat allemaal wiederholend vertalen und nicht davon verjeten. Gott will nicht haben, dass seine Kinder sollen verjeten, was er endlich getan hat. Auch sogar, wenn wir denken an als die Israeliten, sein Volk raden von der Sklaverei in Ägypten, da will er auch haben, diese Dinge sollen sie im Denken halten, was passiert wird. Wo sie werden geraten aus der Macht Gottes Hand, wo Gott hat zurückgeführt. Also das sollen die im Denken halten mit pünktlich diese Helge auch feiern, dass die kann erinnern, dass die kann an denken, was passiert wird, wo Gott ihnen raten deed. Soll die diese auch pünktlich feiern, um ihnen denken zu helfen, dass das klar in ihren Gedanken bleiben wird. In 2. Mose 12, Vers 25 sagt er, das Fast soll die sehr klar holen, die in ihnen nachkommen, ab alle Tiden. Das sollen sie immer weiter tun. Sie nachkommen, nicht bloß sie, aber auch nachkommen, sollen auch das gelehrt werden und das Fasten immer holen, was sie leiden. Sagen, wenn die erst in das Land hineinkommen, wo der Herr ihnen geben wird, so als ich gesagt habe, dann holt diese Helge der. So diese Helge der sollen sie holen, nicht bloß, dass sie einen Tag aufhören von eins von anderen, aber das wird eine bedienungsvolle Helge der, was sie holen sollen, um ihnen denken zu helfen, was passiert wird und was passiert wird zu Ernst. Er sagte, sogar wenn Vers 26 sagte, und wenn dort so rankommt, dass jene Kinder jene fragen, was bedienen jene diese Helge der? So, und jene Kinder immer fragen, dann warum haben wir diese Helge der? Was bedienen diese Reich? Einmal nimmst du das ran, auch mag uns nicht, einmal wird uns gefragt, warum haben wir diese Helge der? Was bedient das da? Und das ist schuld zu sein, es sind viele Menschen, der ist nicht klar genug geworden, ja gesagt worden, was die verschiedenen Helge der Reich bedienen tun. Dann mussten sie sagen, ich weiß nicht mehr, was da passieren da diesen Tag, aber ich weiß, das ist ein Helgetag. Weil das ist nicht eine rechte Antwort für so etwas herrscht dort. Wir müssen unsere Kinder auch klar machen, was passiert wird zu den verschiedenen Helge der wir holen tun und woran. So, er sagt hier auch, wenn ich was daran nehme, dass jene Kinder wollen fragen, was bedienen diese Helge der? Dann sagt an, das Abfallum ist ein Passafast für den Herrn zum Andenken, als der Herr bei der Hisa von den Israeliten in Ägypten vorbeiging. Er ging durch das Land und schlug die erstgeborene Ägypter dort. Und bei uns Hisa ging er vorbei. Und das Volk kniet im Gebet. So heißt das verteilt er, das sagt er, das was da passiert wird. Wo er jüngst geraten hat.
dat hij jene eerste woorden Kenia nicht dood mehr und es ist halt Ägypten erdeiden. So, das wird ein sehr wichtiges Ding für Gott, dass sie das sollen Denk holen und dass sie das auch sollen wieder ihre Kinder vertalen, dass sie wissen, worum sie diese Helden da holen deuten. Was er für Gott getan hat, verehrt. Und dann Luther auch sagte auch, dass was wir hier in Heil haben, dass sie sollen am nur folgen und am gehorsam sein und auch ihre Kinder dort auch vertalen, da immer davon reden, was sie verlangen ist von seinem Volk. Hij zei, deze dingen in 5 Mose 11 vers 13 zegt hij, deze dingen wat ik van jou geef, dat je zullen dem Herrn, je God, goed zijn en am dienen, met het ganze hart en het ganze ziel. So hij zegt, je zal am ehren, am leven, met alles wat je wird zijn, te alle tijden. Dan zegt hij, wanneer je dit worden doen, dan worden veel zenuwen op je gebracht worden. Hij wordt je zenuwen dafür, wanneer ze dit worden doen. Hij zegt in vers 14, dan wordt hij je de regen tot de rechte tijd geven. Hij wordt je den tiden en den loten regen geven, zodat je je twee arten kennen, en je wien en je oil nanbrengen kennen. En hij zegt, hij wordt je ook gras op stapelen geven voor je vee, dan word je eten en zout worden. Zo hij zegt tegen ik wil je alles geven, ik wil voor je verzorgen. Want je worden deze dingen doen wat ik je bevolen heb. Dat je mij worden hartjen en gehoorzaam zijn en arm leven met alles wat zij in weet werden. Dat wordt hij voor hen verzorgen. En niet pas voor ook voor haar vee en alles. Hij wordt de grasloten op de staten wassen. Hij wordt hen zegenen met veel, dat zij alles voor hen hand wordt en veel deden. En dit zullen zij im Denk houden. Wo Gott hen versproken had te zegenen. So hij zegt, hij wordt voor ons zorgen. En dat wird met alles. Krijgt dat hij van daar ook te ons ook zijn, dat hij wordt voor ons zorgen. Oftmals dan bedoelen we dat, dan dat we ons zelfs de zorgen op ons zelfs nemen en dan proberen we dat te draaien en we kennen dat niet. Maar hij heeft gezegd dat hij wordt voor ons ook zorgen. 1. Petrus 5, vers 7 zegt, schmied al jullie zorgen op aan. Hij zorgt voor jullie. Also Gott zijn verlangen is voor ons te zorgen, dus hij leeft ons. Hij leeft zijn kinderen. Hij zegt, hij wordt voor ons zorgen. Niet dat het zal draaien. Schmied hij op mij. Ik word draaien. Ik word voor jullie zorgen. Dat is goed te weten dat dit te ons van der en daar goed naar is, als zijn kinderen. Hij leeft ons zo zeer dat hij wil de zorgen draaien voor ons. En hij wil ons beschützen en ons leiden in onze weg. En hij zegt dat hij wordt ons alles geven wat we brauchen, wanneer we arm worden zeken. Nu, Matthäus 6, vers 33, dat is een bekende vers, wo we offen van hier doen. Maar wanneer we er met überdenken doen, hij zegt, überzegt dat eerste nu Gott zijn Recht en nu zijn gerechtigheid. So hier is een bedingung. Wanneer hij ons wil alles geven wat ons fehlen deed, dan zal we eerst nu arm zeken en nu zijn gerechtigheid. Dan wil je dat andere ook alle krijgen. Also dat wat we brauchen am leven. Zoals Kleider en eten en alles wat we brauchen am leven. Dat wordt hij ons laten toekomen. Wanneer we arm eerst zeken doen. So dat is een bedingung. Arm zeken. Niet eens wat andere zeken in ons leven. Hij zal ons nummer 1 zijn in dem wat we zeken doen en in zijn gerechtigheid. Dan wordt hij ons dat geven en voor ons wordt hij ons ook geven alles wat ons fehlt. En dan zegt hij tot de Israëlieten door Lothar, wanneer ze deze dingen niet willen doen, wat hij aangegeven had, dan kan er een vlucht zijn op eind. Hij zegt, 5. Mose 11, vers 16, zegt hij, pas op dat je niet verleiden laten. Also die werden gelegenheid, ze willen verleid worden. Ze willen zich gaan verleiden laten. Maar hij zegt, pas op. Pas op dat je je niet verleiden laten. En niet van den rechten weg raufkomen. En je met eenmaal andere jatten deinen in ihren. En we hier net, wanneer we de Geschichte lezen dan van de Israëlieten, wo die in zijn tijden wegvallen van God en vangen een andere jatten te vallen en dat te ieren en er staat een woord van God en wat er passieren dat te eind. En hij zegt, wanneer dit wordt passieren te je, zegt hij, dan wordt de Herr zijn oor aansteden en hij wordt den regen ophouden, dat je land niet dragen wordt. Dan wil je bald en dat gouden land, want de Herr junt jaft uitstorven. Also dit kan passieren, zegt hij, wanneer je niet willen.
wenn die nicht würden Armen nur fallen, wenn sie würden andere Jätter nur fallen auf einmal. So heißt das soll abpassen, dass ich passieren nicht ernt. Vers 18 sagt, nehmt das wieder zu Hort. Das ist ernst. Nehmt das zu Hort. Halt die in jene Säule, bring die an die Haupt, ab die Beine an die Hand, ab den Zadel, in am Stieren, in am Hängsel. Also das wird wichtig für uns, das sollen sie einmal holen. Das sollten wir überdenken. Die sollen jene Kinder das lernen. So heißt das wichtig. Lehrt jene Kinder das. Red davon, wenn die Tüß saten, wenn die ab den Bach gehen und wenn die jünt durchleihen und wenn die abstonen. Denkt an die, wenn die durch der gehen, und wenn die durch das Put gehen. So ohne wird gesagt, das soll nicht alle Tiden an denken. Das, wo ihre Gedanken sollen sein, um Gott, und nicht den verjähren. Der Vertal soll immer davon sein. Nicht davon verjähren. Und sogar ihre Kinder dort vertalen. Sagt es so, dass jene Deel in der Deel von jene Kinder mochten verlängert werden. In das Land wohnt der Herr ab der Erd versprüht, dass er jünt von Deel, dass jene Futter statt geben wird, ab so lang aus der Himmel über der Erde blieben. So hier verändert versprechen, das Land, was er gegeben hat, das wird ein versprechen, so lang als er ab der Erde wird, das wird Land sein, das wird eine Gabe von ihm. Und das sollen die nicht verjähren. Das sollen die ihre Kinder vertalen und das sollen die immer von reden. Immer wiederholend übergehen und davon reden. Wir holen in Simoluk, wir haben auch helge Deel, wir holen da und auch um uns zu erinnern, was da passiert ist in der Deel. Wo dann wir die feiern da. Wir haben Weihnachten, das ist, da wollen wir uns einmal überdenken, was Jesus für uns getan hat, dass er uns das ganz beste Geschenk gegeben hat, was er jemals gegeben worden, sein Sohn Jesus Christus. Den hat er uns geschenkt, um uns zu erlösen, die ganze Welt zu erlösen. Und das Geschenk haben wir gekriegt. Und deswegen haben wir Weihnachten. Wir können uns erinnern von das. Immer war frisch. Jedes Jahr haben wir uns denken, was passieren wird, dann viele Jahre drei, das ist Weihnachten. Oder Stille Freitag. Jesus wird gekommen, aus dem Geschenk uns zu raten. Und er muss sich ein Kreuzchen, um unsere Sinn zu betonen. Und er deed das. Und kriegt da, am Stille Freitag, dann halb uns immer denken, was da passieren wird. Und Stille Freitag, dass er gekriegt sich wie in seinem Blut vergoten hat für uns. Immer war da wir uns erinnern darüber. Und das, was er will haben, wir sollen daran denken. Wenn wir Abendmahl holen, dann sagt er, wir sollen so oft, dass wir das nehmen, sollen wir daran denken, was er für uns getan hat. Das soll ein Denksadel sein für uns, nicht das für jeden. Wir sollen da wieder an denken. Und an Ostern, wenn wir Ostern feiern, dann denken wir an, wo er abgestoßen ist. 3 der Luther sagt, er wird abgestoßen vom Grab, wo die gekreuzigt wurden, er wird sterben, aber er wird nicht am Grab bleiben. Da wird er abgestoßen vom Tod. Und da haben wir die große Verreich, den Tag auch zu holen und uns immer wieder zu erinnern und uns dort zu freuen, dass er nicht am Grab geblieben wäre. Oder Pfingsten, wo er abgestoßen ist, in dem Himmel fahren ist und uns versprechen, dass er wird nicht steht vor für uns. Und so wieder, verschiedene Dinge haben, wo wir uns auch dann immer wieder denken helfen, was da passiert wird. Und das, was Gott sein Verlangen ist, dass wir sollen uns denken helfen und dort nicht verjähren. Immer wieder uns fertig holen, was er für uns getan hat. Und die Dinge, was Gott gesagt hat, was er versprochen hat und er will haben, was er uns befohlen hat, das ist wichtig. Das ist wichtig. Er will haben, dass wir sollen davon reden und unsere Kinder dort mitteilen. Was Gott für uns getan hat. Immer wieder davon reden. Gott hat uns viel Segnungen versprochen, wenn sie wollen dort holen, was er verlangt von ihnen. Wenn sie wollen seine Wert holen, der er uns gesagt hat. Das sollen sie im Denk holen, dass wir in welche denken, dass wir in welche sagten, dass sie das nicht verjähren wollen. Und gleichzeitig hat er für uns von der und da hoch. So viele Dinge, was wir erfahren tun. Jeden Tag, wo Gott uns segnet hat, mit Gesundheit. Er weckt uns ab zum Morgen und gibt uns nie einen Tag, wo wir können arm loben und preisen und wir können für arm leben.
Und so viel vergeht wir dort. Wir vergessen davon, sehr leicht. Wir denken an Dinge und Sorgen und ans Leben und dann vergessen wir, woher uns gesehen hat, gleich lang dreh. Wir singen einmal das Lied Count Your Blessings. Talt deine Segnungen. Talt der einmal dreh denken und checken an dem Talen. Der abregen, woher uns gesehen haben, was er für uns getan hat. Wenn wir das noch mal tun, bis wir still setzen, und einmal dreh checken und sie denken, was hat Gott für mich alles getan? Dann anfangen zu talen. Hier hat er mich da geführt. Dort beschützt er mich. Hier hat er dort für mich getan. Dann wollen wir bald eine lange Liste haben, was wir können abreden, woher uns gesehen haben. Und das Leute, das redet davon, er sagt, count your blessings. Dann teilt er einen um anderen. Teilt er ab. Dann wollen wir viel unser kann te danken. Weet je, wenn wir für jetzt haben wollen, was Gott für uns getan hat, dann wird ein Mensch einmal undankbar und undankbar. Dann ist er bloß zu tun die Dinge, wo er über Sorgen hat und verjagt dort die Sorgen, die wir haben, die habe ich auf Arm schmieden. Dann wollen wir das selbst drehen und wo wir undankbar und unzufrieden. So das ist nötig, dass wir uns pünktlich denken helfen tun. Was hat Gott für mich getan? David sagt im Psalm 103, Vers 2, er sagt, lob den Herrn meine Seele und vergeet nicht, was die Gott getan hat. Er hat viel Erfahrung gemerkt mit Gott und er wusste, wo Gott wird und wo Gott der Arme was wir. Und so er sagt, vergeet das nicht. Er wusste das. Er sagt, dass die all deine Sünden vergibt und all deine Krankheiten heilt. Dass dein Leben von verdorben Rat und mit Gnade und Mitleid kriegt. Und Christus hat es uns auch getan. Wir können uns auf Gott verloren, auf seine Leib, seine Leitung und Führung, haben wir uns verloren. Jesaja 26, Vers 3 sagt, wer den Glauben an die hält und sich ganz auf die verlässt, den gibst du Frieden, innerliche Frieden. Kriegt er dann. Den Frieden kann er dann erfahren, wenn er das hat. Und er sagt, verlot die immer auf den Herrn, wie Gott den Herrn bist du immer sicher. Glaubt ihr dort? Glaubt ihr dort, dass wir immer sicher sind bei den Herrn? Das, was die Bibel sagt, verlot die ab den Herrn, wie Gott, dann bist du immer sicher. Ich dachte an die Geschichte von, der wir finden in 1. Könige 18, wo Elia eine Erfahrung hat mit Gott, wo er am helfen, wo er sich sehr stark bewiesen hat in seinem Leben. Und ich dachte so erst oftmals mit uns, kriegst es mit arm. Er wird tun die Menschen, die der Zeit, und er weiß, dass die den falschen Jatter nur fallen, und er will noch die Menschen so bekommen, dass er mal kann sein, was von Gott, der wahre Gott wir. Und der wahrhaftige Gott wir. Der Gott von Baal oder der himmlische Gott, der wahre Gott. So heißt es in 1. Könige 18, Vers 21, Seht es steht. Elia stellt sich vor das Volk und sagt, wie lange will ihr auf beiden Seiten der Länge schlafen? Wenn der Herr Gott ist, dann dein Arm. Aber wenn Baal Gott ist, dann dein den. Und dort fällt Jeff am keine Antwort. So hier ist das Motiv, weil wir sagen, wann ist wirklich Gott? Wenn Baal der Gott ist, dann kann ich den dein. Aber wenn der wahre Gott ist, dann Arm dein. Nicht so verschieden, sondern einmal durchhauen, einmal durchhauen. So sagen wir uns immer, wir lassen uns sehr leicht am Durchtaken. Wir sollen standhaft sein auf der Wahrheit und weiten, wann der wahrhaftige Gott ist. Und so wie das hier, die Menschen oder Leute sich verleiden. Und so, hier hat Elia eine Gedei, er sagt, wer wird das mal zur Probe stellen? Wer will sehen, wann der Gott ist? Er sagt, sie wollen sich ein Altar abstellen für Gott, er will sich einen abstellen, und sie sollen, der Falsche, sollen auch einen abstellen für ihr Gott. Und dann wollen sie mal sehen, wohnt der wahrhaftige Gott wir. Dann soll er sich das beweisen, mit Feuer von Himmel raufkommen und das Opfer verbrennen. Und so, Elia gibt er die erste Gelegenheit, er sagt, stellt das Opfer ab und dort das Fleisch verschneiden und stellt das rein und dann ruft ihn Gott, sein, er soll Feuer von Himmel raufbringen und dann das verbrennen. Sagen Vers 24, lot den Baal-Propheten den Namen von Ehrengott anrufen, und ich war den Herrn seine Namen anrufen. Und dann lot wir den, der mit 4 Antworten wird, Gott sein.
En dat ganze Volk sagt, jo, dat is reich. So hier werden sie einverstanden, okay? Da war was zu tun, das ist das rechte Ding zu tun. Hier wird sich das uitweisen, want der Gott ist, der wirkliche Gott. En dan sagt er, ze nemen den Ball, en ze den entgeeft weer en muiken den Reid, en roept den Ball zijn noemen aan. So hier roepen ze Gott aan. Van morgen tot middag, da zeggen, Ball, antwoord ons. Aber du wirst keine sterben. Du wirst keine sterben. Sie roepten an. Vormittag haben wir uns angerufen in den Garten und gesagt, Gott, antwort dir uns mal. Er sagt, du wirst keine sterben, oder eine Antwort. Er sagt, in sie mjuken ihre Gedonen ram den Altar, den sie gemerkt haben. So hier haben sie eine Gelegenheit gekriegt, ihr Gott anzurufen. Sein, was sie tun. Aber sie kriegen keine Antwort. Dann hat sich jetzt schon interessant hier, wo Elia sogar noch mit Spaten deed. Über Gott. Er sagt, die wollen vielleicht mal ein bisschen Lieder zu denen vertalen. Mal ein bisschen Lieder ausschreien. Er sagt, als der Mittag wird, spart Elia an und sagt, raubt sehr lüd. Raubt lüd. Er ist doch ein Gott. Er ist vielleicht deep in Gedanken oder haft der Druck. Er ist vielleicht wachgegangen oder angeschlafen, dass die am abweichen sollen. Das müsst am Lachen, wenn ich hier das Hörchen, das war der hat sogar mit dem Spott über Gott. Und er sagt, und dann auch den ganzen Nachmittag über, sie fangen an zu Ram zu tanzen, und sich Ram zu schmieden, sich zu schneiden, sogar an all verschiedene Dinge, was sie da haben, dass Gott einmal soll horchen, wo nichts passiert. Und wir wollen die Geschichte wieder, wo als Elia ist uitgeroepen te zien Gott, dann sagt Elia zu das ganze Volk, komm mal her, kommt mal alle dicht bei mir. Und sie kamen alle dicht bei ihm, und Elia büht den Herrn seinen Altar war ab, der durchgedeten wir. Und dann sagt er, antwort mir Herr, antwort mir, so dass das Volk weiten wird, dass du Herr Gott bist. Und dass du in das Hort, dass die in das Hort was reinmerken. Und dann sagt er, dann fall 4 von Himmel. Also Elia, der braucht einmal uitroepen naar dessen Gott. Und das 4 fall von Himmel und das brennt alle ab. Und sie können durch den Nacht sein, wohnt der wahrhaftige Gott wieder. Sagt er, als der Volk das sagt, fallen sie alle ab und sie sagt und sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das haben sie gesehen, das erfahren, das haben sie gemerkt. Nun wissen sie, dass das wird Gott, das wird der wahrhaftige Gott. Und dann werden 450 falsche Propheten, die werden angebracht, Luther. Und dann wird Ahab, der König für Israel, wird ging dann vertalt, seine Frau dort, Isabel, und als Isabel dort hier, versprach Elia sein Leben zu nehmen für das, was er getan hat. Dann dachte ich so, was ist hier passiert mit Elia? Groß hat der große Erfahrung hat gemerkt mit Gott, was Gott getan hat für ihn. Und nun, als sein Leben ist so auf das Spiel gebracht worden von Isabel, wird er verschrocken und kriegt Angst. Und was ich nicht dachte, das hat passieren, wenn wir für jeden tun, was Gott für uns getan hat, dann kommt die Angst in uns nehmen und dann nimmt er Hand und regiert uns. Und das hat passieren zu Elia. Also das ist hier, dass sein Leben in der Gefahr wie ran herweg. Mit Angst ran herweg. Und er will sogar sein Leben haben, dass Gott soll sein Leben nehmen von ihm. Und wir in allen das Leben. Und wenn ich denke, dann mit drei, was passiert, dass Gott beweist sich so stark in ihm. Was er von ihm getan hat. Er hat Krieg, wo er am Frauen noch. Weiß er dort, wer Gott wird, und er wahrhaftig Gott wird, dass er ihn können beschützen zu allen Tiden. Nu hat er Angst, nu rennt er weg. Das wird solche Elia. Ich wollte diesen ganz bekommen mit dieser Geschichte, und woran ich diese Geschichte vertellen darf, als bloß haben wir uns ein bisschen denken zu halten, was passiert hat einmal, wenn wir loten für jede Dinge, die Gott in uns Leben hat. Dann loten wir Angst in uns Überhand nehmen, und dann dürfen wir nur Entscheidungen merken. Für jeden, wo Gott uns geführt und gelehrt hat.
So schwer hat er Leben verjähren. Oder ich weiß nicht, was er seine Gedanken bloß nicht anlassen leid, als er sich entscheidet, nu hat er seine Gedanken, wie was passieren will, und er will bis weiter. So heißt es sogar Vers, ich kann ihr 19, Vers 4, da sagt er, nimm mein Urum von mir, ich sehe nicht besser als mein Vater. So heißt es, ich will sterben. Er will länger leben. Du willst es nicht, dass David sein wird. Vergeet nicht, was er dir für Gott getan hat. Nicht davon vergeten. Dann hat eine Frau von uns, was hat Gott für Gott getan in uns Leben? Wie viele gute Dinge, wo wir abreden können, wo er uns beschützt hat, wo er uns gelehrt hat, wo er sich stark bewiesen hat in uns Leben. Denken wir da nochmal an, brauchen wir dort uns begrafen, uns leiden und führen, uns Mut, dass wir unsere Mut können holen, oder denken wir bis an andere Dinge, wo wir uns zu jähen kommen und lassen uns feucht und uns regieren. Gott hat uns versprochen, er wird immer bei uns sein. Nicht bis zu der Zeit in der Bibelzeit, wo wir von lesen. Er sagt, er wird bei uns sein und er wird uns keinmal verloren, bis der Welt eng. Hebräer 13, Vers 4 sagt, Gott hat gesagt, ich werde die nicht verloren, die nicht im Stich lassen. Und hier haben wir uns verloren. Weil die Menschen einmal, wenn wir von Menschen hören, die uns alle ein Versprechen tun, die schmieren uns an, die können uns anschmieren. Die holen ein Versprechen einmal nicht, die haben uns nicht verloren. Aber was Gott versprechen hat, was die Bibel uns versprechen hat, dort haben wir abbühen. Das ist eine Garantie. Gott kann eines was er nicht kann tun. Er ist ein allmächtiger Gott, aber eines was er nicht kann tun, das ist legen. So was die Bibel sagt, dort haben wir ganz abbühen, fast abvertrauen. Und er sagt, er wird uns keinmal verloren. Wir haben denselben Gott nach der Hand in unserer Zeit, zu allen Tiden. Was immer wieder ich kann tun. Wir können Gott anrufen und uns verloren, und er wird uns führen. Deswegen sagt Petrus, ich glaube, es ist ganz recht, dass ich das in Jünd wacker halte, solange ich nach hier bin. So er hat ein Verlangen, er sagt, recht, dass ich Jünd wacker halte in das. Jünd denken zu helfen. Und David hat so viel Erfahrung und gemerkt, er sagt im Psalm 37, Vers 25, sagt er wird mal jung gewesen, und nu wird er alt. So in seinem Leben, sagt hat er viel Erfahrung gehabt, und er sagt, ich habe noch niemals gesehen, dass der Gerechte verloren ist. So dass wir noch keinmal was er begehen hat, dass er die Gerechte verloren hat. Und dort haben wir uns auch verloren. Oder sie nicht Kinder nur Brot brachen. So der Gerechte, er bewahrt dich und er versorgt für dich. Zu allen Tiden. So dann habe ich vielleicht eine Frau, vielleicht habe ich noch keine guten Dinge begehen in uns Leben, von was wir lesen dann in der Schrift. Vielleicht sei wir ruhig Gottes Kinder. Wenn der eins wer ist, was das noch nicht erfahren hat, dann ist es vielleicht nötig, uns zu sehen, wo wir stehen mit Gott. Sei wir sie nicht her. Habe ich gute Dinge zu vertellen, was er in uns Leben getan hat. Und er will sich stark beweisen in seine Kinder. Ich würde uns anrufen, wenn wir die Erfahrung noch nicht gemerkt haben, wenn wir diese Gabe noch nicht angenommen haben, was er uns anbieten wird, sehen Jesus Christus uns zu erlösen. Ich würde sagen, wer wird das dann handeln? Von der. Nu haben wir noch einmal die Ursache. Wir haben noch die Ursache, das anzunehmen. Das Geschenk, was er uns gegeben hat, das ganz beste, erste Geschenk anzunehmen. Nicht, dass er sie schreiben. Und für die, die diese Erfahrung haben und gemerkt haben, ich würde sagen, wer wir kicken, nicht für jeden, wofür Gott uns in der Vergangenheit getan hat. Wer wir noch zum Schluss beten. Gott, Gott, himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für wer du bist. Wir danken dir, dass du uns allmächtiger himmlischer Vater bist und dass wir dich aus uns Gott nahen und dass wir können seinen Hand erfahren, wo du hast den Sehen Jesus Christus ab jeden geschenkt und wir weten, dass das Geschenk, was du uns gegeben hast und angeboten hast, der ganzen Welt, das ist für jedem ein zu raten, zu erlösen. Und Herr, ich bete, wenn du ESVS 1 und hier das erfahren noch nicht gemerkt hast, dass der das macht, von dir tun.
dat dat niet wil aufschuiven, dat hij ook voor deze veel goede dingen ervaren en erleben, wat du was aanbieden, wat du angeboten hast für jeder ein. Dat is niet van een gewisse persoon, du bist niet een God, wat een aanzien der Person ist, aber du wirst mit jeder ein, dass der erfahren hat, merken dat der die Erradung erfahren hat, was du anbieten das. Dass der kann viel gute Dinge erfahren von dir. Musst du uns alle leiden da an, und ich bitte auch Gott, dass du uns immer weiter lassen erinnern von den vielen guten Dingen, die du uns lässt kommen. Wo du uns segnen das mit verschiedenen Dingen, wo du versorgen das für die Kinder in alle Wege. Wo immer wir kicken, wie sein deine Hand erst mit an. Dankeschön dafür, Herr, und ich bitte, dass du uns leiden und führen, dass du den Segen über uns jeden Tag schaden, dass wir möchten deine Life erfahren und nicht vergessen. Help uns, Herr, durch den Heiligen Geist, dass wir nicht vergessen sind, aber dass wir uns immer wieder erinnern von deiner großen Life. Dankeschön, Gott, für die Besten, dass du uns allmächtig Futter bist, zu all deine Kinder. Amen.